Awadei ist eine Stadt, die niemals schläft. Wir sind in Äthiopien. Hier im Hochland, sagt man, gibt es den besten Kat der Welt. Jede Nacht werden hier Millionen umgesetzt für den Export ins Nachbarland Somalia. Abdulatif hat das Geschäft von seinem Vater gelernt. Der baute mal Kaffee an, doch das Kat-Geschäft ist lukrativer. Abdulatif kassiert rund 60 € für 1 Kilo zarter Schösslinge. Schnell verdientes Geld, sagt er, schneller als es mit Kaffee jemals möglich wäre. Ich bin sehr zufrieden mit dem Preis, den ich bekommen habe. Wenn ich die Geschäftsbeziehung zu diesem Händler ausbauen kann, ist alles okay. Die Aufkäufer bündeln die Zweige für den Export. Sie verstehen ihr Geschäft, denn sie arbeiten für die Marktführerin. 571, das ist die Firmenregistriernummer von Zuhura Ismail Khan. Die Dame ist mit dem internationalen Handel von Kat zur Multimillionärin geworden. Und diese 571 wurde zum Markenzeichen ihres Imperiums. Jijiga, die Provinzhauptstadt nahe der Grenze zu Somalia. Die Heimatstadt der Kat-Königin. Ihr Firmenzeichen prangt überall. Auf Kat-Läden, an Grundstücken, an der Baustelle eines 5-Sterne-Hotels. Und natürlich am Sitz der Kat-Dynastie von Zuhura Ismail Khan. Wir haben lange auf diesen Termin warten müssen. Zuhura ist eine vielbeschäftigte Frau. Vor allem aber ist sie eine mächtige Frau. Mehrfach ausgezeichnet von Äthiopiens Ministerpräsident Zenawi als Unternehmerin des Jahres. Mit dem legalen Drogenhandel spülte sie so viel Steuergeld in die Staatskasse wie sonst kaum jemand in Äthiopien. Ich habe dem Staat Äthiopien im Jahr 2007 36 Millionen $ Steuereinnahmen beschert. Im Jahr darauf waren es sogar 37 Millionen. Wenn ich reicher werde, dann wird auch der äthiopische Staat reicher. Ich bin keine Drogenhändlerin, sagt sie. Dann werdet ihr Deutschen es auch. Ihr verkauft Bier, ich verkaufe Kat. Und das ist riskanter als der Bierhandel. Alles ist eine Frage der richtigen Logistik. Beim Kat-Geschäft geht es um jede Minute. Wenn der Kat nicht rechtzeitig in Somaliland ankommt, spätestens am nächsten Mittag, dann will ihn kein Mensch mehr kaufen. Dann verliere ich alles. Dann ist mein Geld weg. Ankunft des Zuhura-LKW in Somalia, autonome Provinz Somaliland am nächsten Morgen. Der Fahrer ist die ganze Nacht durchgefahren. An der Grenzstation Kalabeit liefert er den Einfuhrzoll ab. Wir drehen diese Geldorgie, bis uns die somalischen Grenzer rausschmeißen. 60.000 Kilo Kat jeden Tag. 5.000 Schilling, rund 80 Cent Einfuhrzoll pro Kilo, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Ohne diesen legalen Drogenhandel wäre Somaliland wahrscheinlich längst pleite. Würden wir Kat verbieten, hätten wir keine Einnahmen mehr. Das ist viel zu wichtig für uns. Für unsere Staatseinnahmen, nicht für unser Leben. In unserem Leben ist Kat ein großes Problem. Nach einer halben Stunde sind die Formalitäten erledigt. Der LKW rast weiter. Kat muss frisch verzehrt werden. Die Polizei weiß das, lässt die Kat-Lieferung ungehindert durch. Hargeisa, die Provinzhauptstadt. An jeder Ecke die typischen grünen Shops. Kat wird normalerweise von den Stammesältesten in Gesellschaft gekaut. Angehörige des Somali-Volkes tun es überall auf der Welt. Doch in Somalia sollen heute bis zu 80% aller Männer Kat kauen. Die Blätter sind reich an aufputschenden Wirkstoffen. Speed für Arme, ein Rausch mit Nebenwirkungen. Wenn ich arbeite schnell. Aber ich habe ein Problem. Schlaflosigkeit. Ich kann nachts nicht schlafen. Und die Schlaflosigkeit ist nicht die einzige Nebenwirkung. Das ist die psychiatrische Abteilung des Krankenhauses in Hargeisa und Kat ist verboten hier.
Genauso wie viele andere Sachen, mit denen sich die Leute hier Schaden zufügen können. An Bäumen waren sie festgekettet, zu Hause in ihrem Dorf. 4 Brüder sind es. Die Mutter überfordert mit den Männern. Immer wenn sie Kat kauten, wurden sie gewalttätig. Wir haben sie von dort, wo sie angekettet waren, weggeholt. Viele sind sehr aggressiv. Jetzt kauen sie keinen Kat mehr, dadurch werden sie ruhiger. Said Ali war mal Student in den USA. Dort ist er geboren. Seine Eltern, somalische Flüchtlinge, schickten ihn nach Hargeisa. Vor 10 Jahren war das. Er sollte seine Heimatkultur kennenlernen. Freunde gaben ihm Kat. Das Zeug hat vom ersten Augenblick an mein Hirn ausgeschaltet. Von da an konnte ich an nichts anderes mehr denken. Alles drehte sich darum, wo ich Kat herbekomme, wie ich das Geld auftreibe. Ich habe nicht mehr an meine Zukunft gedacht, an meine Karriere. Dann hat meine Familie angeordnet, dass ich hier eingeliefert werde. Seit 6 Monaten bin ich hier. Mir geht's wieder gut. Und über Kat denke ich heute anders als früher. Das Kettenhaus haben sie zugeschweißt. Die Patienten werden mit Psychopharmaka ruhig gestellt. In ihrer Klinik gibt es sie nicht mehr, die Kettenmenschen. In jeder 5. Familie, sagt Dr. Bashir, lebt ein Angehöriger mit schweren psychischen Störungen. Mohammed war bei ihm in Behandlung, hat auch Kat gekaut. Seinen kleinen Bruder Ahmed haben sie an den Baum gekettet. Ahmed ist geisteskrank. Es liegt in der Familie. Bei Mohammed brach die Krankheit erst voll aus, als er anfing, Kat zu kauen. Die hohe Zahl der Erkrankungen hat mehrere Gründe. Einer davon ist Kat, ganz klar. Andere sind die Arbeitslosigkeit, die Armut, der Krieg in unserem Land. Die Leute sind depressiv und Kat verstärkt diese Depressionen nur noch. Deshalb ist unser Land krank. Das Nachbarland Äthiopien dagegen gesundet am Handel mit den grünen Blättern. Der Verweis auf Somalias Kettenmenschen kann Kat-Königin Suhura nicht aus der Ruhe bringen. Wenn die Leute nicht wissen, wie sie richtig mit Kat umgehen müssen, ist das ihr eigenes Charakterproblem. Wenn sie ihre Jobs vernachlässigen und den ganzen Kat kauen, daran ist doch nicht der Kat schuld. Ich habe bis heute noch keinen getroffen, der mit dem Kat-Kauen seine Gesundheit ruiniert hätte oder in den Wahnsinn getrieben wurde. In Awadei ist es wieder Abend geworden und mit der Dunkelheit beginnt das Geschäft wieder zu brummen. Awadei, die Stadt, die niemals schläft, weil sie drüben auf der anderen Seite der Grenze in Somalia den Alltag ohne Kat nicht mehr ertragen könnten. Lieferung ungehindert durch. Hargeisa, die Provinzhauptstadt. An jeder Ecke die typischen grünen Shops. Kat wird normalerweise von den Stammesältesten in Gesellschaft gekaut. Angehörige des Somali-Volkes tun es überall auf der Welt. Doch in Somalia sollen heute bis zu 80% aller Männer Kat kauen. Die Blätter sind reich an aufputschenden Wirkstoffen. Speed für Arme, ein Rausch mit Nebenwirkungen. Wenn ich arbeite, ich arbeite schnell. Aber ich habe ein Problem. Schlaflosigkeit. Ich kann nachts nicht schlafen. Und die Schlaflosigkeit ist nicht die einzige Nebenwirkung. Das ist die psychiatrische Abteilung des Krankenhauses in Hargeisa und Kat ist verboten hier. Genauso wie viele andere Sachen, mit denen sich die Leute hier Schaden zufügen können. An Bäumen waren sie festgekettet, zu Hause in ihrem Dorf. 4 Brüder sind es. Die Mutter überfordert mit den Männern. Immer wenn sie Kat kauten, wurden sie gewalttätig. Wir haben sie von dort, wo sie angekettet waren, weggeholt. Viele sind sehr aggressiv. Jetzt kauen sie keinen Kat mehr, dadurch werden sie ruhiger. Said Ali war mal Student in den USA. Dort ist er geboren.
Seine Eltern, somalische Flüchtlinge, schickten ihn nach Hargeisa. Vor 10 Jahren war das. Er sollte seine Heimatkultur kennenlernen. Freunde gaben ihm Kat. Das Zeug hat vom ersten Augenblick an mein Hirn ausgeschaltet. Von da an konnte ich an nichts anderes mehr denken. Alles drehte sich darum, wo ich Kat herbekomme, wie ich das Geld auftreibe. Ich habe nicht mehr an meine Zukunft gedacht, an meine Karriere. Dann hat meine Familie angeordnet, dass ich hier eingeliefert werde. Seit 6 Monaten bin ich hier. Mir geht's wieder gut. Und über Kat denke ich heute anders als früher. Das Kettenhaus haben sie zugeschweißt. Die Patienten werden mit Psychopharmaka ruhig gestellt. In ihrer Klinik gibt es sie nicht mehr, die Kettenmenschen. In jeder 5. Familie, sagt Dr. Bashir, lebt ein Angehöriger mit schweren psychischen Störungen. Mohammed war bei ihm in Behandlung, hat auch Kat gekaut. Seinen kleinen Bruder Ahmed haben sie an den Baum gekettet. Ahmed ist geisteskrank. Es liegt in der Familie. Bei Mohammed brach die Krankheit erst voll aus, als er anfing, Kat zu kauen. Großes Problem. Nach einer halben Stunde sind die Formalitäten erledigt. Der LKW rast weiter. Kat muss frisch verzehrt werden. Die Polizei weiß das, lässt die Kat-Lieferung ungehindert durch. Hargeisa, die Provinzhauptstadt. An jeder Ecke die typischen grünen Shops. Kat wird normalerweise von den Stammesältesten in Gesellschaft gekaut. Angehörige des Somali-Volkes tun es überall auf der Welt. Doch in Somalia sollen heute bis zu 80% aller Männer Kat kauen. Die Blätter sind reich an aufputschenden Wirkstoffen. Speed für Arme, ein Rausch mit Nebenwirkungen. Wenn ich arbeite, ich arbeite schnell. Aber ich habe ein Problem. Schlaflosigkeit. Ich kann nachts nicht schlafen. Und die Schlaflosigkeit ist nicht die einzige Nebenwirkung. Das ist die psychiatrische Abteilung des Krankenhauses in Hargeisa und Kat ist verboten hier. Genauso wie viele andere Sachen, mit denen sich die Leute ihr Schaden zufügen können. An Bäumen waren sie festgekettet, zu Hause in ihrem Dorf. 4 Brüder sind es. Die Mutter überfordert mit den Männern. Immer wenn sie Kat kauten, wurden sie gewalttätig. Wir haben sie von dort, wo sie angekettet waren, weggeholt. Viele sind sehr aggressiv. Jetzt kauen sie keinen Kat mehr, dadurch werden sie ruhiger. Said Ali war mal Student in den USA. Dort ist er geboren. Seine Eltern, somalische Flüchtlinge, schickten ihn nach Hargeisa. Vor 10 Jahren war das. Er sollte seine Heimatkultur kennenlernen. Freunde gaben ihm Kat. Das Zeug hat vom ersten Augenblick an mein Hirn ausgeschaltet. Von da an konnte ich an nichts anderes mehr denken. Alles drehte sich darum, wo ich Kat herbekomme, wie ich das Geld auftreibe. Ich habe nicht mehr an meine Zukunft gedacht, an meine Karriere. Dann hat meine Familie angeordnet, dass ich hier eingeliefert werde. Seit 6 Monaten bin ich hier. Mir geht's wieder gut. Und über Kat denke ich heute anders als früher. Das Kettenhaus haben sie zugeschweißt. Die Patienten werden mit Psychopharmaka ruhig gestellt. In ihrer Klinik gibt es sie nicht mehr, die Kettenmenschen. In jeder 5. Familie, sagt Dr. Bashir, lebt ein Angehöriger mit schweren psychischen Störungen. Mohammed war bei ihm in Behandlung, hat auch Kat gekaut.